Haut mam Jacques van Divenit vu PwC no der lächter Finanzkris vun 2010 sinn an de lachte Jore méi flexibel a méi kollaborativ Konsumationsmodeller entstern, en anderem Sharing Economy wéi verbreet ass dës zu Lützeburg. Zu Lützeburg gehäert Sharing Economy an net zum Alldach. Als engem rezente rapport vun der Fondation Idee geht dafür, dat Lützeburg sech bei diesem neue Konsumationsmodell echt als Rekalent weist. Just 13% von der Population huet schon von der Sharing Economy Gebrauch gemacht. Am Gegensatz zu eise franzesischen an deutschen Operen, die bei 36 respektiv 20% leiien. Auch wenn die neue Technologie und Entwicklung von diesem neuen Wirtschaftsmodell erleichtern, bleibt sein Impact gering. Wie lässt sich das erklären? Von den Gründen ist sicher, dass es dieser Wirtschaft am Moment gut geht. Der Stadtdecke seit für 2017 ein Wachstum von über 5% für. Der Chômage ist auch umzurückgehen und wird demnächst unter 6% fallen. An der Besoin an der lokalen Population für zusätzliche Revenuen zu erzielen oder Kosten zu spüren durch Lehnen am Platz kaufen, schenkt dem nur gering zu sein. Gibt es dann zu Lützeburg überhaupt ein gesetzliches Kader für Sharing Economy zu regeln? Am Moment nicht wirklich und das ist auch nicht fördernd für eine kollaborative Gesellschaft zu kreieren. Die Regierungen europaweit tun sich schwer, an so einem Modell Limiten zu definieren, für eventuell Derapagen zu evitieren. Wo ist die Grenze zwischen dem privaten und beruflichen Leben? So ist es relativ komplex, für eine klare Reglementation abzusetzen, die das neue Modell enkadriert. Mir Lützeburg steht recht am Anfang von dieser Entwicklung. An einer Zeit, wo der Halle von den natürlichen Ressourcen und den nachhaltigen Wachstum große Enjeux durchstellen, schenken die Regierungen und auch die Konsumateuren immer mehr ab für neue und mehr nachhaltige Wirtschaftsmodelle.